Ey, Sero und Josh Negron, ich schwöre, ich weiss nicht, in welchem Film ihr zwei gerade lebt, aber vergesst bitte nicht, wo ihr herkommt. Vor allem du, Jolas, kennen eigentlich so an so einen Brunnenkaran. Yo, was geht ab? Ich bin's AZ von der Carmen Gang. Da ist der AZ. Was geht ab? Zehn ist da. Checkt alle kurz und bündig, der beste Podcast überhaupt. Ja, der Melodie. Okay, von wo kommen meine Seelenverwandte? Kurdistan? Du und die scheiß Podcast, ihr beide. Schön und gut, aber ich verstehe den Hack immer noch nicht. Das ist kurz und bündig morgen. Oh. Herzlich willkommen zu Folge Nummer 60. Ah ja, ich glaube schon 60. Oder? Ja. Die letzte Woche ist ja... Letzte Woche ist ja 60. Ja. Und jetzt sind wir bei... 67. Ja. Voll? Ja, man, herzlich willkommen. Wie man kennt... Oh mein Gott. Wie man es kennt. Wie man kennt. Genau. Wenn ihr die Folge hört, ist genau Montag. Es ist bei uns auch Montag. Ja, man. Das Einzige, was frisch ist, ist Brot von dem Bäck. Die Folge ist frisch, direkt. Ist da. Und ja, man. Wir haben das Wochenende etwas gemacht, was wir jahrelang immer zusammen gemacht haben. Ja, man. Wir haben das gegen den Arsch gefickt. Ah, du meinst das andere? Sorry. Wir sind in den Ausgang gegangen zusammen. Genau. Das meine ich. Wir sind im Ausgang gewesen. Shoutout the Waterfalls. Shoutout DJ Özgür, Obi-Wan. Und ja, Stick to ich bin wieder mal unterwegs gewesen. Rivers and that you used to. Ja. Gell, du bist im Ausgang gewesen? Ja, man, ich bin wieder unterwegs gewesen. Fameboy, bist du angesprochen worden? Von dir Sag ehrlich. und von Pelin. Sag ehrlich. Bist du nicht der Terror? Aber etwas Geiles ist passiert. Immer wenn ich mit der Pelin unterwegs bin und sie sieht, dass ich erkannt wird, macht sie es mir auch maximal unangenehm. Ja, Mann. Und nimmt das Handy für und nimmt mich noch auf dabei. Aber Gott ist groß. Hemdi? Und gestern ist original jemand. Also du bist nicht dabei gewesen, aber ich sag dir jetzt, Ja. wir sind rausgelaufen Vom Club? und ich gebe Wort für Wort weiter an. Ja. Das sag. ist nicht gelogen. Sag. Ich bin am Reden mit der Pelin, aus dem Ecke kommt jemand. Hey, bist du nicht Pelin-Influencerin? Hey, Fresse. Ich Hey, Fresse. Ohne Scheiß. kann sterben, also du bist richtig am Genießen. Ja, Allah ist auch noch auftaucht. Wann ist die auftaucht? Ich glaube so... 1. Ich habe kein Ziel, 2. Das kann nicht sein, ich bin selber bis um 3 geblieben. Oder schon? Keine Ahnung. In dem Fall 3, ich weiß nicht. Bro. Für mich ist alles irgendwie 1 gewesen. Weil ich habe einfach im Video vom Obi, wo er heute aufgeladen hat, lachen, wo Allah gehört. Ich so, Allah ist auch rum. Geil. Ja, aber nachher ist Pelin erkannt worden. Wenn ihr Pelin erkennt, draussen, könnt ihr mir bitte schreiben. Ich habe Pelin nicht gesehen, bitte schreiben mir. Ich mache eine Sammlung. Dann mache ich eine Collage. Mit allen DMs und Nachrichten. Okay. Ich habe jetzt schon etwa so 15, 20. Was heisst, wenn kommt Pelin wieder, ich vermisse Pelin, dies und das. Es geht nur darum, dass Pelin weigert, dass sie Fans hat. Abgesehen von uns. Ja, Mann. Und es ist nochmal etwas Spezielles. Ich bin schon lange im Hip-Hop-Ausgang gewesen. Im Hibbidi-Habbidi. Bro, das hat einer, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast. Der hat nichts können machen normal. Alles mit Breakdance. Bro, es gibt schon Leute... Er schaut, er macht so. Ja, es gibt schon Leute, die gehen in den Ausgang Er macht so. und denken, sie sind so wie Step-Up. Bro, er ist so vor dem DJ-Pult so gewesen und ich weiß nicht, wer hat beeindrucken so, ob es ein DJ war, ob es irgendwie... Er hat nicht die Frau angeschaut. Er ist einfach so... Hallo? Er ist einfach alles am Breaken gewesen, Bro. Ich habe Angst, ihm weg, er einfach so machen. Aber sonst an und für sich, Ausgang ist geil, ja. Es war gut gewesen, mal wieder gehen, ich bin den ganzen Tag... Hast du gesoffen sogar? Ja, Mann, ich habe müssen, Bro. Pelin ist irgendwann mal, Bro, heute wir küssen Boden. Ich so, Bro, red nicht für uns beide. Ja, krass. Sie so, nein, ich so, weißt okay, ich habe schon versprochen, dass wir zusammen suchen und so. Aber ein Moment ist mir ein bisschen unchillig gegangen. Wirklich? Also ich habe einfach gemerkt, ich bin gut besoffen. So der Drüller? Mhm. Wirklich? Ich bin so 20, 30 Minuten mit dem Abjan.
Ja, mit Am Reden gewesen. Mit dem Alpi? Ja, ich bin am Reden gewesen über alles Mögliche. Ah, krass. Wir sind am Morgen FIFA haben. Wir reden über alles, gell? Und Er ist einfach auftaucht. Wir arbeiten jetzt zusammen. Er ist ja mein Boss. Er ist dein Abi. Er ist mein Abi. Alpcan Abi. Mein Chef, mein Lohnzahler, mein Usta. Seele, die Seele-Zertifikathalter. Und er hat mir gesagt, ey, ich tue noch am Samstag an einer Hochzeit auflegen. Mhm. Er ist ja auch noch der DJ. Und Das ist nicht extra gewesen, oder? nein. Schon, oder? Was? Der DJ. Wer hat das gemacht? Nein, red gut, Mann. Das war sicher extra gewesen, Bro. Ja, voll. Ja, sicher wegen der DJ. Es hat bei die Bewegung Aber gefällt, weil es hat sich gesagt, wieso es ist im Sprachfeld so DJ. Stimmt oder stimmt nicht? Dann habe ich schon lange nicht mehr gedruckt, aber ich kann den wieder drucken. Der Spieß wird hier umgedreht, mein Freund Zero, und das lasse ich nicht so stehen. Das ist eigentlich ein richtig geiler Knopf, einfach lang. Er geht sehr lang, ich muss ihn Du musst vielleicht zwei Knöpfe aus dem machen. Ja, vielleicht. Bei ihm sagt das Zero Double G zu der Ease, Ja. Ease, der Ease. Ja, Okay. Und du bist auch im Ausgang gewesen? Wieder einmal? ich bin im Ausgang wieder mal. Wie oft bist du erkannt worden? Hey, gar nicht. Wieso lügst Ich schwöre. Einer ist zu mir gekommen und nachher so, ey, du hast mein Leben auf der Baustelle 1000-mal besser gemacht und so. Das, was Unia nicht geschafft hat, haben wir geschafft. Ich schwöre, gern geschehen, Mann. Und ich bin ja wirklich auch ein guter Pegel, sag ich jetzt mal, habe ich doch auch schon gehabt. Ja, wir sind schon stark unterwegs. Und nachher hat er mir so gesagt, danke und so. Dann daneben dran, er so, ja, Bro, deine Videos killen mich immer. Und dann bist du so ein Hash am Pflücken, weißt du? Und ich so, geil, ich so, willst du dein Leben auch besser machen, Bro? Er so, ja, ich so, Bro, gib mir eine Ziege. Er so, sicher, Bruder, gib mir eine Ziege. Er so, komm mit uns, den Hasch rauchen. Ich so, nein, Bro, ich kiff nicht. Ein Mann Gottes. Und nachher ist noch eine Gruppe von Frauen dort rausgestanden, kannst du dich auch an dich erinnern. Sie so, hey, wir kommen mit Vinti. Der andere habe ich auch irgendwo, ich hatte dich dort noch nicht mal gesehen. Und die so, der andere ist ja auch da irgendwo. Ja, in dem Fall. Ja, auf jeden Fall. Das ist Ja, etwas, jetzt, wow, krass, ja. das ist etwas, was mich wirklich am meisten nervt. So, gar kein Problem, weißt du, so, wenn man angesprochen wird, wir machen das ja auch aus einem Grund, Zum Angesprochen werden. zum angesprochen werden. Aber was mich nervt, ist immer so, wenn sie kommen, wo ist der andere? Ey, Bruder, keine Ahnung, Bro, was bin ich, dein Vermieter? Die haben das Gefühl, ich kann so Dings eingestellt bei meinem iPhone suchen. Nein, Jost einfach so, warte. Wegen- Der ist lieber. Also bin ich dein Beistand? Die haben das Gefühl, wir sind so an einem Leben, weißt du? Ich schwöre. Keine Ahnung, ich sage euch jetzt pauschal für jedes Mal, wenn wir uns sehen, ich weiß nicht, wo der Serhat ist. Wenn er nicht neben mir ist, ich weiß nicht, wo er ist. Ich weiß auch nicht, wo du bist. Ich sage entweder, Bruder, ich weiß nicht, wo er ist. Und dann sagen sie immer, der Ficker. Dann sage ich, du weißt. Du weißt. Ja. Und Das ist maximal gewesen, wo ich, ja, sag sorry. nicht, ich kann einfach so zu dem noch sagen, ich kann, amix schaue ich so, also weißt du, fragst dich amix so, habe ich Lebensentscheidungen getroffen, wo ich vielleicht im Nachhinein denke, komisch. Weißt du, was ich meine? Ja, fix, ja. Ich habe jetzt so in den Spiegel geschaut und gedacht, ist es wirklich schlau, so als 28-jähriger Mann von sich selber behaupten, Figur von Zürich? Also weißt du? Bruder, du bist schon mal an der Punkt 8, das ist schon mal ein Fortschritt. Das ist schon mal ein Fortschritt. Er hat 28 Jahre gebraucht. Es ist ja ein bisschen als, es hat ein bisschen als Witz angefangen. Genau, ursprünglich, ja. Und dann habe ich gefunden, ja komm, ich tue das jetzt umarmen. Nein, und machst etwas Besseres. Und ich tue wieso mit dem Ding. Und Bro, es ist einfach so, wenn ich an einem Sonntag mit dem Hund laufen gehe und es kommt so eine Vierergruppe von Typen und alle so, Ficker! Und ich finde so, weißt du, ich lustig vor, so kann ich im Auto, ja, das passiert von Uhr oft, ohne Scheiß. Und es ist so unchillig, Bro. Also weißt du, ich mache immer so. Und gestern, ich weiß nicht wieso, aber irgendwelche Zürich-Jungs sind auf Roller unterwegs gewesen. Und ich laufe so bei mir im Quartier, Bro, mit dem Hund. Auf einmal, bip, 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 kurz auf den Deck. Und ich schaue über, nachher die so, Ficker! Und Bro, weißt du, was ich gemacht habe? Aus Reflex. Ich habe so meine Hand aufgetan. Kennst du das Surferzeichen, das da? Nein. Ich so, hey, tja. Oh mein Gott. Dann bin ich heimgegangen und denke, Das heißt, magst du noch gedacht, was was bist du eigentlich für einen dummen Uhrensohn? Und man denkt, also weißt du, wieso mache ich das? Ich so, tja, hey, häng los, checkst Finger, du weißt. du? Du weißt, genau so ist es. Richtig unchillig. Und dann habe ich mir gedacht,
hey Bro, irgendwann, weißt du, vielleicht hast du ein Kind. So Die hören die Audio. So deine Frau hockt dort und nachher fragst du so, kommen deine Kinder und sagen so, hey Papi, wieso sagen die anderen Kinder, du bist der Ficker von Zürich, cringe, oder was für ein Wort auch immer dann. Ja. Und ich glaube, es ist offiziell der Punkt angekommen in meinem Leben, wo ich den Titel ablege, Bruder. Bruder, Es war ein gutes Jahr gewesen. es ist nicht schlecht gewesen, ja sicher, aber ich glaube, du wirst es nicht das letzte Mal hören. Bruder, Das es ist ist, dir Ficker, aber wir können aufhören, aber es wird das letzte Mal sein. aber weißt du, Es es ist wird auch das einfach, letzte Mal sein, weil du weißt, unter potenziell gewissen Kreisen kann ja. Sachen passieren. Nein, Bro, es ist wie so, eben, ich habe wirklich so dank diesen zwei Kanake-Frisur-Jungs aus dem Roller und aus dem Auto, die rausschreien, Fucker. Hast du reflektiert? Habe ich reflektiert und gedacht, Roller bringen doch etwas. Kenne ich auf Roller bringen etwas mehr als Therapeuten, man. voll, Mann. Und apropos Therapeuten, Bro, ich habe mir heute gerade vorgestern Shoutout, Sadik, Lochergut Barber. Die Marok, ah. Ah, der nicht. Sadik, die Marok. Bro, Krankenkasse zahlt, also in der Ehe einfach verdammt die. Die Hurensohn. Hast du Ja, gemerkt, Mann. ich habe den Knopf bearbeitet. Aber jetzt, wenn ich mit dem gedrückt habe, ist immer so 2 Sekunden. Ja, ist ein bisschen Die voll Hurensohn. Bruder, step up the game. Ja, Mann, step. Step up the game. Bro, Krankenkasse zahlt ja hure wenig. Mhm. Aber ich finde, sie zahlen ja ein gewisses Kontingent an, ich sage jetzt Therapie, zum Beispiel. Bruder, es gibt keine bessere Therapie, als zum Barber gehen. Ey, ich fühle mich auch jedes Mal wohl, ich mache mich kaputt. Ich schwöre dir, Bro, ich schwöre dir. Ich bin, also erstmal, ich bin dort reingelaufen, Bruder, ich habe ausgesehen, als wäre ich wahrscheinlich neu in die Schweiz gekommen. Weißt du, was ich meine? Ja, fix. So. Aber als wäre ich 8 Wochen auf der Flucht gewesen. Und dann bin ich so dort rein und Bro, ich weiß nicht, es gibt wirklich wenig, wo lustiger ist als ein Samstagnachmittag oder Freitagmorgen beim Barber. Ich mache extra Themen auf, damit geheizt wird. Bruder, ich bin dort am Hocken und ich weiß nicht wieso, aber immer die ohne Haar sind die besten Coiffeur, Bruder. Immer die. Sadik, ich liebe dich, Bruder. Ey, man, da will er mich nicht. Er sagt, beim Stress, ich muss um 5:30 schon gehen, wegen 6 Uhr Match, Bruder. Vielleicht schaffe ich nicht. Ich so, Bruder, schon gehen, der kann auch nicht. Er macht gut. Wo bist du gegangen? Zum Omar heißt er. Also schon bei ihm Nevros, aber Omar hat geschnitten. Bruder, ich liebe Omar, aber Omar hat immer 3 Stunden. Bruder, ich liebe mit Omar reden, man. Bruder, ich rede über Fußball, ich so, Bruder, der Hakimi, alles der Tuchel. Ja. Dieser Zippi. Nix Immer Zip. Tuchel. Nix Zip. Immer dieser Tuchel. Omar, Ich so, Bro. Bruder, aber Mazrao spielt die Meier nicht und so. Wallah hat ist Tuchel. Weil vorher war London, andere hat auch nicht gespielt lassen. Ist Tuchel dieser Bastard. Und er sagt, er ist immer im Ding, Bro. Er ist immer im Vior, glaub oder Jade. Bro, ich liebe ihn, er ist Ich so schwör, er ist so ein geschliffen. geiler Sieg. Er ist immer so, hey Bruder, wo können wir gehen, Jade? Immer. Bro, auf jeden Fall. Bro, eben, Zürich beim Sadik, Bro, ich bin reingelaufen, er schneidet auf einmal, es kommt so ein, Bro, der Coiffeur nebendran, er ist so ein Typ, Bruder, er schießt ihn einfach an, schaffen. So, jeder weiß, er schießt ihn, er macht seinen Job. Wallahi, Bro, er macht seinen Job. Aber er hat so einen Todesanschiss. Ja, normal, Bro, überleben einfach. Natürlich, Bruder. Und er schneidet, Bruder, und sein Gesicht ist immer gleich, weißt du. Und nachher kommt Meinst du, er tut jedes Mal sich so hinterfragen, so hätte ich einfach so in Syrien bleiben. Alter. Bro, nein, er ist ein Türk, Bro. Okay. Der jetzt. Aber auf jeden Fall, irgendwie ist schon Thema gsi die Telefonanbieter. Und dann kommt er so, Bruder, Salt hat mein Leben gefickt und so. Die haben mir Rechnung geschickt, dies, das. Ich so, ja, erzähl. Bruder, er fängt an. Und dann, ich schwöre dir, während er läuft, er steht auf, läuft hinterher und holt das Ding, wo man da, der Cape. Ja. Und während er das holt, er so, und dann anasın sikerim, piç herifler, nutte kinder, ich ficke die Mütter. Er so, und dann anasını avradını, alles, weißt du, so alles. Oh Er mein schreit. Rage. Während er läuft, er beleidigt alles. Dann kommt er an beim Gast, er dreht seinen Kopf so 3 cm nach links, er so, was machen wir heute? So, auf einmal. Leben, Bro. Leben, Bruder. Leben. Nachher müssen wir wieder am Schneider, Bro. Auf einmal kommt einer rein und du merkst so anhand von seinem Gang, er ist ein bisschen psöff.
So, der gute Nachmittagsbesuch. So wahrscheinlich ein paar Kaffee Lutz und so Scheiß. Ein gute Bier vielleicht auch. Vielleicht auch der. Und nachher fängt er an und er schaut so rein in den Laden und nachher lallt er so, was da? Nachher der Typ so, Er so, komm in meinen Scheiß Laden die Lüftung reparieren. Nachher sagt er ihm so, du schuldest mir noch Geld. Zahl erst Geld. Zahl erst Geld. Und dann, er so, mach wie ein Mann. Ich habe auch Familie, sagt er. Immer der, ich habe Familie morgen. Immer der. Sagt er, komm jetzt in den Laden. Er so, lauf weiter, bevor ich mir. So, im Laden, Bro. Nachher, unter dem Schnuff, der alte Mann schaut mich an, er so, ein Sheriff. Ja, Bro. Oh, ich will doch behindert. Es ist einfach, nein, es ist wirklich, das sagst du gut. Schon gut. Es ist einfach wirklich, ich falle gerade lustig, Bro. Und was ich wollte sagen ist, jedes Mal, wenn ich zum Coiffeur gehe, ich gehe da draußen, Bro, es geht mir besser. Ich habe gute Gespräche, Bro. Ich habe einfach gute Laune vor allem. Gute Laune nachher. Ich sehe besser aus, Bro. Alhamdulillah, sag ich gut aus. Sag. Wunderschön. Danke, sag Mashallah. Mashallah. Danke. Bruder, es geht mir wirklich jedes Mal nach dem Coiffeur gut, weißt du? Und dann sind wir so... Und dann sind wir draußen am Hocken, am Rauchen, nachher fährt so irgendein... Es ist ein sonniger Tag, Bruder. Ein sonniger Tag. Auto fährt vorbei, es läuft Shivan Perver. Für die, die nicht wissen, Bruder, Shivan Perver ist so... Bon Iver von Kurden. Mozart von Kurden, Bruder. Bruder, es ist wirklich so traurige Mucke. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, wie zusammengeschissen wurde, Freunde. Weil ich das gesagt habe, mach mal riesiger, Baba. Herr extra. Wer riesiger? Bro, das hatte ich am Rauchen. Shivan Perver, Auto fährt vorbei. Fenster tun, Shivan Perver auf Pump. Er so, Manako. Er so, schöne Wetter, Bruder. Er kommt bei diesem Wetter. Jetzt muss ich Ziege nehmen und an meine Haut ausdrücken. Also ich so, fix mein Leben. Voll, Mann. Coiffeur ist etwas ganz Geiles. Letzte Woche bin ich dort gewesen. Und letztes Mal haben wir halt über Fußball geredet. Schon dort habe ich mich kaputt gelacht. Und vorletztes Mal war es so lustiger gewesen. Es sind so viele Leute, ich war draußen, weißt du. Und nachher kommt einer von ihnen rauchen. Er so, komm, ich mach schnell Pause, ich rauche schnell rein. Ich so, easy. Nachher, also Nevros? Ja, voll. Ich so, erzähl mal, weißt du, was läuft bei dir im Leben und so. Und ich so, erzähl mal, lernst du jemanden kennen und so. Also, nein, Bruder, ich arbeite und so. Nachher am Wochenende hängen. Ich so, easy. Also, Bruder, hast du Auto? Ich so, nein, Bruder, leider nicht. Ich würde zu gerne eins haben, aber ich habe momentan keins. Du? Ja, nein, Bruder, brauch keinen. Ich so, tamam, also ist prüfig. Ja. Ich so, okay, chillig. Ich so, ja, wohnst du da näher? Also, ja, ich komme immer mit dem Bus. Ich so, tamam, dann brauchst du nicht. Ja, Bruder, aber schon ein Auto ist schon cool. Ich so, ja, ist schon cool, aber ist teuer. Nein, Bruder, ist nicht teuer. Ich so, wie ist nicht teuer? Bruder, Porsche Panamera, 4 Stunden für 300 Franken. Ich habe jede Woche und ich mache Mieten. Nein. Warte, ich so. Krass. Also, Bruder, was? Leasing, das. Er so. 2. Er hat sich selbst verpappt. Er so, Bruder, ich habe für 5 Stunden 300 Franken bezahlt. Ich so, perfekt. Er so, von 7 Uhr bis 10 Uhr Abend. Er so, ich habe für 5 Stunden 300 Franken bezahlt. Ich so, Bruder, stolz, stabiler Preis. Und dann fängt er reden, ich habe Handy für. Also, nächste Woche ich nehme das. Diese G-Klasse. Für 2 Stunden. Ist teuer, weißt du? Also, Bruder, gönn dir, weißt du? Ich so, oh. Also ein Kunde, oder was? Nein, der Mitarbeiter. Der sauf ein bisschen. Aha, ich weiß, ja. Und nachher... so ein Labersack, ja. Und dann? Ja, ich traue schon so smart. Ja, ich weiß, aber... Du musst Geld ausgeben, weißt du? Ja, wirklich. Und nachher ich so... habe ich so gesagt, ich so, Bruder, mach doch ein Leasing. Du gehst offensichtlich 1000 Schutz im Monat aus. Für nur am Freitag kann Nummer drücken. Mach ein Leasing, hol dir einen 335, hast nicht so viel PS, aber er geht das ist ein BMW, oder? Ja, voll. So der, wo ich kann. Ja. Simo hat auch den gehabt. Ja, es langt, perfekt. Es langt, weißt du? Das Einzige, was mich an dem Auto gestresst hat, ist, dass es ein 3-Türer ist. Ja, fix. Ich habe immer gesagt, Bruder, wieso kaufst du einen verfickten 3-Türer? Und du hast mir immer gesagt, Bro, kaufe ich Auto, damit so Leute wie du einsteigen, gratis fahren, oder was? Bro, ich habe direkt gesagt, die Zeit ist vorbei mit 5 Türen. Ja. Aber jetzt, wer rein will, ich will deine. Ich mach schnell auf, gib bitte den Namen. Ja. Ja, ist gut. Und ich rede so mit ihm und schon dort habe ich mich kaputt gelacht. Jedes Mal ist etwas. Eine Woche vorher, er geht zum Amen. Er steht mit den Haaren. Und weißt, er hat Haare gemacht. Und ich schaue immer gerne seine Haare. Ich so, Bruder, krass, man, hure schön, deine Haare sind rausgewachsen. Voll, man, wirklich voll. Man sieht es so, gar nicht, dass ja, sie machen. Ja, krass, halt. Er so, Bruder, wallah, 2'500 Franken Istanbul, beste. Ich so, ich muss auch gehen, weißt du, irgendwann mal Frage von Zeit und so. Ich so, besser voll, weißt du, bist auch ein bisschen selbstsicherer, hast auch mit Frauen etwas und so. Bruder, ich habe Tinder und so. Ich so, jetzt weißt
jetzt mit Haar und so, mach sicher Spanisch und Sergio und so. Ah, Nakaze, Bruder, ich mach einmal Arabisch, 35 Jahre, willst du oder willst du nicht, Scharmutter? So muss keiner zeigen. Ey man, 35 Jahre Marokko. Bro, ich hatte das so wie Salam. Bro, ist so ein geiles Er redet wieder Dings hier. Es gibt so einen, wo so in Deutschland, also er ist so ein Jank, aber er redet so, es ist deutsch, so wie der, es gibt so einen Marokkaner in Deutschland, wo so, ich schlag den kaputt, Nakaze und so. Er stellt mir so, und der redet ein bisschen wie er. Auf jeden Fall, das sind Legenden. Er ist zu lustig, Bro. Er ist eigentlich ein Kurden-Coiffeur, der von Arabis betrieben wird. Ja. Aber es macht ein Franchise von dem irgendwie. Zu geil, Bro. Zu geil. Aber ich lieb's, ja. Aber apropos so Coiffeur und so, reden wir mal über den Trend. Wie heißt der da? Der Bro, du gehst auch zum Coiffeur und Dings. Du läufst aus, als hätte jemand auf deine Haare gesurft. Also ich check's wirklich Aber nicht. es sieht, also look. Findest du, es sieht gut aus? Der Edgar oder wie heißt das? Bro, ich kann letzte Zeit, wenn ich weiß, es ist schwer glaubhaft, vor allem wegen der letzten Folge, aber es sind Bullen, scheißegal. Letzte Zeit, ich versuche immer, bevor ich ein Urteil fälle, vor allem so junge Generation, immer so, wie es bei uns war. Bruder, weißt du, was bei uns war damals? Haare blond färben vorne. Bruder, das wäre noch schon, wir haben den Übergang nicht gekannt. Fokuhila. Das ist schon so ein Ding, ja, aber es haben viele Italos gemacht. Bro, es haben alle gemacht, die cool sein, inklusive ich. Hast du gehabt? Bro, sicher. Krass, nicht gehabt. Also einfach der Ja, ich bin gegangen zum Koffer, ich komme heim, mein Vater so, man nachgekommen, für das 70 Schutz zahlen. Nächstes Mal mache ich einfach da die. Ja. Auf jeden Fall, damals hat es noch kein syrische Koffer gegeben, kurdisch für 25, da bin ich in Guido gegangen für 70. Der einzige Vorteil, dass, egal. Ich check. Und wie? Das ist ganz wichtig, die Preise sind dropped, komm, sind Ja, Kurden, ja, die Preise sind dropped. ja. Ihr habt nicht mehr rechtfertigen 70 Stutz. Vorher ist es ja, man, Miete, Lohn, dies und das. Es geht für 25. Ihr wollt nur nicht. Auf jeden Fall, fuck, jetzt wo bin ich? Fukuhila Surf. Ja, eben damals ist die Frisur, die Sachen sind so in gewesen, Bruder. Ich will gar nicht anfangen mit Tektonikzeit. Ja, fair. Und deswegen, Bruder. Aber weißt du, so in 10 Jahren oder in 20 Jahren gibt es so ein Bravo-Magazin, wo so sagt, das waren die Style-Sünden der Jugend. Bruder, ich bin der Big, aber wer schaut das an und sagt, das sieht geil aus? Und vor allem, wer fährt 3 Stunden für so einen Bullshit? Ey, das ist das Krasseste, was ich gehört habe. Ey, Bro, Leute fahren auch 3 Stunden zu uns Solos. Also nein, ich meine nur so chillen wir nicht, weißt du, zum Leute haten, das meine ich. Ja. Nein, das ist nicht zum AG gewesen, zum einfach sagen, Bruder. Ja, aber du zahlst nicht 3 Stunden zum Ausgewinnen Nutten. Aber ich höre Pitches zu, wie sie reden. Ja, fair. Und das bringt gar keinen Mehrwert davon. Auf jeden Fall, ich sage so, lange Rede, kurzer Sinn. Miss ist nicht, vor allem ich kann nicht. Ich habe das Volumen nicht, um das zu machen. Ich habe den Willen nicht, aber... Der Wille wäre rum, das Volumen ist nicht rum. Volumen. Ich sage so, wenn ich 16 gewesen wäre, ich hätte auch gemacht. Wirklich? So einmal Edgar. Ich glaube nicht, Bro. Bro, einmal gemacht. Ich glaube wirklich nicht, Bruder. Bro, ich kann mit 16 machen, nicht mit 26 Edgar machen. Was soll er machen mit 4 Haaren? Nein, aber ich glaube wirklich nicht, Bro. Aber ja. Aber du hast eh nicht, du bist nie so... Auf einen Style gehabt. Nein, du bist nie so... Auf Trends hinterher. Beim Koffer immer das Gleiche, Bro. Ich habe schon immer die gleiche Frisur, gell? Ja. Ich habe mal eine Zeit, Aber vor einem Jahr... Also es ist die gleiche Form. Entweder ist sie länger oder kürzer. Ja, vor einem Jahr etwa habe ich Ding gemacht, Bro. Habe ich ja meine Haare oben wachsen lassen, recht, und ich habe ja so meine Locken bekommen. Ja. Und eigentlich... eigentlich hat es sehr gut ausgesehen. Aber meine Haare sind einfach vorne zu schwach gewesen, Bro. Ich habe gemerkt. Ja. Es ist wirklich, also so, jeder hat mir gesagt, so bis 25 und so, mein Vater hat gesagt. Nein, mein Vater Weißt du, was mein Vater mir gesagt? Ich so mit 24 so, Bruder, das sieht nicht schlecht aus, weißt du? Vielleicht Gott hat gut gemeint. Mein Vater. Ja, der. Er so, Der kommt. du bist mein Sohn. Ja. Ich habe mit 28 Jahren angefangen, jetzt bei mir, mit 28. Warte, bis 28 bist ich so, oh, in 3 Jahren. Ja. 29. Es ist schlimm, Bro. Aber egal, es gibt auch für das eine Lösung. Inshallah, nächstes Jahr machen wir einen Vlog. Unsere Reise. Haar, Tasmatieren, Vlog mit Besti. Aber ja. Hey zusammen, wir sind gerade in Istanbul. Lock. Ja, Mann. Ich habe es noch wieder besprechen. Ich habe immer wieder das ganze Wochenende so lustige Ideen gehabt, aber ich habe vergessen aufzuschreiben. Ich auch. Jedes Mal. Scheiße. Aber wir haben schon ein paar Fragen. Ja, was ich noch will sagen ist,
Du hast gerade vor etwas Gutes angeschnitten. Wenn man das... Ja, schon so weiter. Ja. Ja, okay. Ja, Und ja ist gut. Ja. Oh, bist du kurz angeschnitten? Krankenkasse. Mhm. Jetzt ist die Frage, wenn wir renten Nein, komm, letzte Woche oder bist du machen wir 20 Minuten noch ein bisschen Community Work? Machen wir Community Weil es Work. hat ein paar gute Fragen, das mal. Wer hat's? Ich habe nicht geschaut. Handy, das mal eine wirklich interessante Frage. Krass. gestellt. Ja, vielleicht machen wir können ja nächste Woche noch weitermachen mit der Frage. Ja, also nächste Woche machen wir... Ah nein, warte, wir nehmen... Doch, stimmt, okay. Also, dann So, nimm doch die- mal eine Frage. Okay, dann haben wir jetzt einen zweiten Abschnitt. Wir werden jetzt Fragen von euch vorlesen, die ihr geschrieben habt. Ich mache da mal so ein bisschen zufallmäßig. Und zack. Würdet ihr euch also ich weiß nicht, ob mit Namen oder nicht, aber ich sage einfach Mach ohne mal, Scheiße. würdet ihr euch gegenseitig ins Bein schiessen für jeweils 1 Million in Cash und steuerfrei? Andere Frage. Würdest du gönnen, wenn ich dir ins Bein schiesse für 1 Million? Safe. Aber Aber du musst Hälfte ja. nein. Die einzige Bedingung ist, ich habe keine bleibende Schäden an Aber das kannst du nicht beeinflussen. Ja doch, Bruder, da wo am meisten Fleisch ist. Schieß da rein, Mann. Dann fährt der da ab. Ochsenbülle. Ochsen. Hey, also Ich würde dir gönnen, ja. Würdest- Wenn jetzt jemand zu dir will, hey, du musst den besten Kollegen, ich vorschiessen, dann gebe ich dir oder einfach bei oder so, ich gebe dir 1 Million, sage Bruder, mach. ich wäre auch froh, dass er mit Du- 1 du- Million angefangen hat. Aha. Eben momentan die Lage, Bruder, wie vor 1 Jahr auch schon. 50k, Bruder. Würde viel verändern, Bro. Bruder, reden wir nachher Ja. über das, aber auf jeden Fall, ich würde sagen, ich würde dir gönnen. Küsse. Aber ich würde auch umgekehrt will ich auch schiessen. Ja. 1 Million, Bro. Wieso bin ich so müde, Bro? Weiß nicht. Wir sind, was ist unsere nächste Live-Show? Vinti. Vinti! Da freue ich mich drauf. Ja, Mann. Da freue ich mich wirklich drauf. Ich glaube, Vinti, dann geht die Woche drauf Zürich. Und dann haben wir für fast 2 Monate Ruhe. Bis Luzern. Luzern. Nein, Bern sind wir noch im November. Ah, stimmt. Scusamente. Burn. Es sind sehr viele Fragen zu Wahlen gekommen. Mhm. Wir geben keine Wahlempfehlungen ab. Das Einzige, was ich kann sagen ist, Krankenkassenprämien sind gestiegen wegen Lobbyisten. 90 Lobbyisten, 113 sind es. 90 Lobbyisten sind vor allem in Partei tätig. Gehen Sie abchecken, wer die 90 Lobbyisten in welcher Partei sie vertreten sind. Und dann wissen Sie, wer nicht wählen. Weil die sind dafür verantwortlich, dass unsere Prämien gehen. Sie arbeiten im Gesundheitssektor, in der Pharmaindustrie, sonstige Sachen. Und es gibt Leute, die sich extrem dafür eingesetzt dass die Prämien gehen. Deswegen, wer Interesse hat, könnt ihr abchecken, wer die Lobbyisten hinter dieser Prämienerhöhung sind. Und dann seht ihr schon, wer das zu verantworten hat. Ja, nicht, Alter, 8%, Mann. Bro, ich weiß auch nicht. Ich kenne mega viele Leute, die einfach... Also jetzt musst du blau machen, du musst. Ja. Du hast so viel Geld, du musst blau machen, sonst Ja. nicht. Bro, ich kenne so viele Leute, die im Fall einfach aus Prinzip keine Krankenkasse zahlen. Safe. Also sie zahlen einfach nicht Krankenkasse. Und die sagen, ja, was wollen sie machen? Und nachher häufen sie Schulden an und so. Ja, Bro, ich verstehe es auch, dass Krankenkasse, also ich kann, also vor allem für Familie am meisten, weißt du, wenn es nur eine erwerbstätige Person gibt oder, Ja. oder sie im Haushalt 150% arbeitet, Ja. so blöd gesagt, und dann geht es 8% durch, Bruder, und Hey Bro, das ist schon krank. wenn du eine vierköpfige Familie hast und du zahlst vielleicht 1000, dann zahlst du jetzt 10% mehr, also 100 Schutz mehr im Monat, verstehst Bro, du? das ist schon krank. Das ist wirklich crazy. Gesundheitskosten gehen gut, Hamam. Ja. Aber Bruder, von 2 Millionen Menschen sind nicht 2 Millionen Menschen krank. Also, es geht auch, aber ich sage auch, ich habe den Artikel können lesen, weil er kostenpflichtig war. Im Tagi. Wegen der Im Lobbyisten und so. Tagi? Ja, ich habe den Link gesehen und ich so, ich kann lesen. Und dann Geil. hat sie einfach so, bitte abonnieren. Ich so, sagt. Mit welchem Geld? Wo würdet ihr in die Ferien gehen, wenn es for free wäre? For free? Wie lang? Sag nicht. Okay, ich gehe einfach davon aus, dass ich jetzt als nächstes jetzt kann in die Ferien gehen. Einfach per jetzt. Wow. Jetzt in die Ferien, wo würde ich gerne hingehen? Was für ein Alter ich bin. Wo
Würde ich gerne in die Ferien gehen. Du? Hey, ich glaube, ich würde einfach wirklich, also zum Beispiel, ich bin in letzter Zeit viele Menschen umeinander, wo auf so Aktivferien schwören. Schweizer. Sag doch, Bruder. Also erstmal Schweizer rein. Ja. Oh. Ja, Vater. Und sagen sie, ja, Bro, du hast recht. Okay. Nein, Bruder, weil ich habe gedacht, du bist nicht mehr so ganz unbekannt. Es folgen dir fast 4 Leute. Also du musst kein Geheimnis machen, wo du bist am Wochenende. Ja, das stimmt. Und so Aktivferien, Bro. Also weißt du, was ich wirklich so... Bro, ich liebe dich. Nein, ich schwöre was, ich vermisse dich richtig im Fall. Gut, Mann. Hast du gewusst, Bro, dass es so Alphäuser gibt, wo man einfach reingehen kann? Man kann sie nicht mieten, man kann sie nicht reservieren, sie sind nicht abgeschlossen. Man wandert einfach auf einer Route und dann kann man dort pennen und es hat immer ein bisschen Sachen dort im Kühlschrank und man kann dort Geld nachher zahlen fürs Essen. Man muss auch putzen, dann geht man wieder weiter. Und die Leute vertrauen einfach auf 2 Sachen. Und zwar erstens, dass alles sauber gemacht wird dort. Und dass keine Ausländer wandern. Und dass keine Ausländer wandern, ganz genau. Weil, Bro, ich bin schon gesehen, die voll Audi-Sekunden so. ja. Ey, nein, Bro, wirklich. Das sind aber, glaube ich, wirklich so Routen, wo die Leute wissen, da hört es auf. Kein Baschkim, kein Merkim, Da kein hört's Serat, auf. kein Jolla schlaft da der Weg gut. Ja, und das Ding ist eben, Bro, ich frage mich eben, ich verstehe es auf der einen Seite wirklich sehr fest, weil es ist, glaube ich, wirklich geil, so krasse Wanderungen machen, mit, du siehst nachher so eine Aussicht, die du vorher nie gesehen Schon nur hast. der Sonnenuntergang und Aufgang und so, kann ich auch schauen. Und du Das hast ist so eine krasse, das ist so ein krasses Adrenalin, weißt du, wenn du so Wege gehst, wo nicht gemacht sind, wo die Claudia und Ich kann jetzt schon einen Weg, der nicht gemacht sind für. weißt du, auf der anderen Seite muss ich aber sagen, meine Eltern sind wie auf so einem Weg in die Schweiz gekommen. Also weißt du, so, Und in so einem Weg in die Schule. In und so einem immer schon Weg. so einen Weg in die Alles, Schule, Bruder. so mach dein Ding. Aber meine Eltern sind geflüchtet, damit ich genau das nicht muss machen. Nein, was soll ich sagen? Genau, Aktivferien. Aber ich fände es glaube ich schon auch geil. Ich muss ein bisschen aufpassen, Bro, weil ich bin langsam aber sicher in so einer Transformation, Bro. Ich habe Du bist letzte... jetzt Dings. Du hast einen inneren Konflikt. Ich habe einen kleinen inneren Konflikt. Ich habe letzte so eine Jacke gekauft auf einmal. North Face. Aber nicht der North Face. Nicht der. Sondern der North Face. Also schon auch der, wo ich die Fußballfans und Kennex tragen. Okay. Auch. Ah, der ist auch. Aber was ich wollte sagen ist, so auf einmal habe ich gedacht, ich habe so einen Laden gesehen, so Trans Ja, Trans, ja, irgendetwas. oder so etwas. Genau. Und ich habe so gedacht, oh, er hat noch coole Sachen. Und dann dachte ich, Bro, reiss dich zusammen. Dann aber ist nicht gelaufen und dann hast du gewusst, deine ist teuer, weil du hast Schweizer Mamis gesehen mit wie nennen wir den Stoff? Der Fleece. mit Fleece-Sachen. Und dann hast du gewusst, Ja. der Scheiß da ist teuer, Alter. Ja, Bro. Aber eben, ich bin so ein bisschen im Wandel, weil ich habe jetzt am Samstag, am Wochenende ein Spiel gespielt, das heisst Tichu. Und ich habe mit Leuten gespielt und es war mega chillig. Es war mega geil, es ist ein bisschen wie Arschlöcheln und Poker irgendwie gemischt. Und ich habe das Tichu gespielt und es war eigentlich sehr geil gewesen, aber ich habe so gemerkt, krass, man kann effektiv Karten spielen, ohne gegenseitige Mutter beleidigen. Und man kann Karten spielen und verlieren und nicht hässlich werden. Und es ist crazy. Krass, ist gut gegangen. Ich habe verloren hoch aus. Und keiner unter die Nase gerieben. Und ich habe keinem seine Nase gebrochen. Aber keiner unter die Nase gerieben. Nein, wirklich nicht. Du spielst mit Keine- Losers. Du spielst Bro, mit Losers. ich habe auch gedacht so, aber für was spielt ihr? Die so, ja, für Spaß. Ich so, hä? Das sind der Fertig, hey, cool, Tech. Hey, danke vielmals, cool, ciao. Und bei uns ist es so, wenn du verlierst, Bro, Schon nur der letzte Schritt, schon wenn der letzte Schritt macht. also schau der Loser an, wie ist so eigentlich ein verdammter schlechter... Der Schlimmste, was ich von dir gehört habe, der ist Oh. unerwartet gekommen. Oh, der ist wirklich, ich weiss, was du meinst. Du hast gewonnen, 3 Sekunden später, habe ich ja, gesagt. du hast gewonnen und es war lang ruhig gewesen und keiner hat etwas gesagt. Und so, okay, dann hast du es auch gegessen. Du so, ich sage jetzt einfach, Oli, hey, Oli, kannst du mir schnell das Wasser reichen? Und nachher er so, hey, komm mir da. Und er so,
Ich habe gedacht. Wie keiner von euch kann mir das Wasser reichen. Und dann hat er angefangen, du hast mich Du bist geworden! Nein, das ist schon wild gewesen. Aber nein, ich kann wieder sagen, dass wir mal zusammen spielen. Wir sind da spezielle Karten. Und ich glaube, euch würde es anderen gefallen. Fix. Safe. Ich glaub, es so- ist richtig. Hey. Nein, Bro, es ist, also ich meine, es ist halt wie so. Ich meine, die Spiele, die du mit dem Sandro spielst. Ja, fix. Ehrlich, wir haben wieder ein neues versucht zu erklären, was ziemlich kompliziert ist, aber eigentlich nicht. Aber trotzdem. Ja, es ist aufs gleiche Prinzip, so wie Ja, Jasse ein wahrscheinlich, bisschen. ja. So. Voll. Okay, also wo will ich in die Ferien gehen? Zum Ursprung zurückgehen. Ich könnte morgen im Flüger richtig und ich könnte weggehen für 2 Wochen, sagen wir. Brasil. Wirklich? Brasil. Krass. Mach mich gar nicht an. Max. Vor allem so dort, also ich höre sehr viel, immer wieder so Südamerika. Hat schon ein bisschen Mühe mit Kriminalität. Ja, zu ja, machen. fix, aber Bruder, du musst auch nicht mit Sandalen und Buchtaschen und Sonnenbrille und Portemonnaie, wo halb rauslaufen. Ja, fair. Musst Und du schon ein siehst ja bisschen auch ein bisschen aus wie ein Local. Hey Bro, und wenn sie mich ausnehmen, dann musst du auch schauen, dass du nichts Wertvolles dabei hast. Ich tue ein Dings kaufen. Ich tue irgendwo von der Straße, auf dem Boden, irgendwo, wenn ich mir das iPhone finde, das behalten, das sind wir mit von Brasilien. Das ist alles quasi. Ja, fix. Wenn es weg ist, weg. Weil, ich habe schon gehört, weißt du, so, sie sagen da, weißt du, es ist nicht so, dass jetzt irgendwie, er ist nicht so ein Überfall, wie gibt es Geld? Sondern der Kollege ist gesehen, also Bro, look, sicher mit dem Bus. Und sie machen Sachen und sagen, hey, komm, gib es einfach schnell, machen wir es einfach. Dann gehst du, sie gehen. Der Schon Busfahrer krass. fährt weiter, du steigst aus, schön. Das ist schon krass. Handy und Portemonnaie verloren. Aber egal, wenigstens das als Dummte und dann, weil Hemmige sind nicht um jemanden umbringen. Die Gell? bringen sich tagtäglich um. Also, du nicht dumm, weißt Ja, ja, gib einfach. du? nicht krass, du kannst in Brooklyn aufgewachsen sein oder in Tös, dort, Bruder. Sag ich, Juckt du willst nicht, Football. Juckt nicht, wer du bist, Bro. Gib deine 20 Franken, weißt oder gib nicht. Wenn du gibst, mach ich den Hals. Krass. Kannst du nicht einfach Geld geben und Portemonnaie behalten? Und du so, ich gebe dir jetzt 20 Stutz. Von dann gibst du mir 10 Zug. Ich gebe dir nochmal 10, hast du 30 bekommen, überleg. Überleg. Und Portemonnaie behalten, ich habe 30 bekommen. Ja, ja, fair. Ja, ich will Brasilien gehen, reizt mich schon. Welcher Spieler von FC Zürich würdest du heiraten, wenn du einen müsstest? Aktiver Spieler. Jetzt, Welcher Spieler von FC Zürich wenn würdest der aktive Spieler Katic. Löwe. Ist er hübsch? Er ist ein Kämpfer, Bruder. Er ist ein richtiger Löwe, Bro. Er geht richtig in die Zweikämpfe rein. Er peitscht die Leute an. Er ist richtig, ich habe richtig gern. Momentan er ist wirklich ein. Habe Wie ich ein richtig Moor. gesehen? Zürich ist auf Platz, auf der Tabellenspitze. Wirklich? Bro, Poker, also Casino ist einfacher als auf Zürich wetten. Das ist ja crazy. Vorletztes Jahr Meister, letztes Jahr fast abgestiegen, das Jahr wieder erster Platz, ist der. Das ist ja wirklich crazy. Einfach ich, wenn ich Gefühlschaos habe. Was? Einfach ich, wenn ich Gefühlschaos habe, weißt du. Aha. Aber ja, auf jeden Fall sind sie der Erste. Ich würde Katic, wenn ich müsste jetzt jemanden heiraten, sagen wir Also so. ungeschlagen seit 19 Spielen. Das ist Rekord Oder wie viel? 9. Sie haben ihre eigenen Rekordbrucher. Zürich hat noch nie 9 Spiele hintereinander nicht verloren. Also erst Saisonstart, so meine ich. Das ist wirklich crazy, hä? Ja, Mann. Und Lugano? Sie werden die so rum? Geh mal runter. Geh mal ganz runter, Tabelle. Nutte Kinder, Alter. Wieso sind die so krass? Gestern sind einfach durch Zürich gelaufen. Markiert. Also maskiert, sorry. Sie haben eine Maske, ich weiß nicht wieso. Aber ja, auf jeden Fall, schau mal, gegen wer sie verloren haben letztens. Also noch kurz als Update, ich weiß nicht, interessant, aber Fußballliga ist diese Saison updated worden, es ist ein bisschen neu. Letzte Saison hat es immer 10 Vereine gehabt, jetzt hat es 12. Sie wollen es attraktiver machen, weißt du? Ja. Und Lausanne hat zwei Dinge. Genau, jetzt das ist Lausanne. Ja. Und das ist ein Quartierverein, das ist wie Phoenix sehen. Das ist ja wild. Schau mal, gegen wer die gewonnen letztes Spiel. Nein, du hast gerade gesehen, da oben, Bro. Sie haben auswärts gewonnen. Ja. Sorry, Bro. Warte. Also Stad Lausanne Oshi. Von dem Verein reden wir, sorry. Für die, die es nicht wissen. Das war gestern, Bro. Hey, Quartierverein. Fresse. Bro, sie haben den Kari bekommen. Aber ist das B-Mannschaft von Basel oder was? Nein, Bro, es ist heftig zu und her gegangen. Die haben momentan fette Krise. Das sind ja nur keine, Bro. Mahmoud. Bro, das sind eben Ajdini, Schiedis von dem Quartier. Kari. Das sind deine Leute vom Quartier. Das ist ja richtig Basel geil. sind angegangen. Das ist ja richtig geil. Es ist eine schöne Zeit momentan, Zürich-Fans, ja. Es ist ganz geil. Das ist ja richtig wild. Und wenn wir in Zürich
Auftritt haben am 21. spielt es gegen IB. Ja. Das wird auch ein wilder Match, hä? Mhm. Geil, Alter. Ja, viele haben gesagt, wieso machen ihr in Zürich, Bruder, das war leider der einzige freie Monat, so, wo gerade so im Tourplan reinpasst hat. Miscusamente. Exo to life. Aber er ist ausverkauft, deswegen juckt nicht. Oh, fuck. Mashallah, Bro. Mashallah, Bro. Oh, das kann ich nicht aufrollen, aber vorgestern ist ein ganz ekelhafter im Discord passiert. Du musst ein bisschen mehr in Discord kommen. Ich muss wieder mal in Discord kommen. Das ist ganz, ich kann nicht erzählen, es ist eben das, ich kann nicht erzählen. Ah, okay. Aber es ist ganz ekelhaft gewesen. Aber geht es um den Rollstuhl? Ja. Der hat etwas rausgelassen, Bruder. Wirklich? Alle in Discord. Come on, man. Nein, so? Jetzt musst you need to leave. Weißt Ja. du, so, Bro, jetzt hast du übertrieben. Bitch the door. Ich schwöre mir so, ey, Bro, jetzt. Also, was? Und natürlich mir so, ey, Bro. Natürlich noch mehr Und drauf. nachher die andere Person ist wirklich, also sie zu Recht finde ich jetzt auch hässlich geworden und gesagt, Bro, wenn du jetzt da bist, ich hätte fett einen geschmiert. Ui. Und ich muss überlegen, vielleicht muss man einen zweiten Fight machen. Es dauert sich Leute an, glaube ich, die mit dem Markus fighten. Hm. Wer wird zuerst Papi? Ich glaube du. Also wenn der nicht, aber wenn der Plan. Also, dann bin ich vielleicht eine Stunde oder 1, 2 Tage, 3, 4 Tage, eine Woche Vorfahrt. Einer hat noch geschrieben, ist noch spannend, wie gehen ihr mit mentalen Problemen um? Befinde ich mich momentan auch in so einer Phase. Ich mache es ganz einfach. Mhm. Nein, ich kann es nicht sagen. Okay. Dann mache ich es ernst. Ich glaube, Fuck Bitches Game. ich glaube, das Leben das Leben besteht ja wirklich aus Ups und Downs. So. Und ich denke, wenn du so die heutigen Zahlen anschaust von Menschen, die in Therapie gehen, so im Vergleich zu vor 20 Jahren, merkst du ja, dass ganz viele Menschen, die Therapie wirklich nötig hätten, in Therapie gehen und ganz viele, wo zum Beispiel wirklich nötig hätten. Viele von denen sind meine zum Beispiel Kollegen aus der Hood, Kennex. Sicher gut an jedem, ja. Und vor allem auch diesen von Kohila tragenden, links verfilzten Basler und Berner Yuppies, die auf Feministen stehen, weil sie ihre Fingernägel anmalen, aber ihre Rapist-Kollege, der 3 Frauen gefickt hat, gegen ihren Willen trotzdem verteidigt, die sagen, ja, weißt du, aber ich bin schockiert, aber ich denke, der ist ein geiler sich. Und ich glaube, er hat es gar nicht so gemeint. So, ich glaube, euch würde Therapie auch sehr gut tun. Und ich denke mal, zurück zu der Frage, ich glaube, es gibt wirklich oft Momente im Leben, wo du so merkst, oh, jetzt ist es gerade schwierig. Und zum Beispiel, ich bin in einer Phase, das merke ich jetzt auch wieder, ist einfach so mit dem Podcast, mit dem ich arbeite wie so 80-100% noch nebenbei, ich studiere noch 40%. Eben, der Podcast ist das Thema, wir sind jetzt auf Tour. Ich merke einfach auch, und das merkt man jetzt auch, eben in diesen, ich sage jetzt Regelmäßigkeit, wo der Podcast rauskommt, es ist einfach gerade ein bisschen schwierig. So, es gibt Tage, da habe ich Mühe und dann gibt es Tage, da geht es mir sehr gut. Und ich glaube, wichtig ist einfach, dass du früh genug Hilfe holst. Und so wie merkst, wenn du jetzt merkst, es ist auf einer Kippe, wie das ist bei mir der Fall, da muss ich einfach schauen. Oder? Und das kann sein, dass du dir Tage musst nehmen, wo du Sachen machst für deine Seele. Es gibt verschiedene Therapiefunktionen, es gibt verschiedene Möglichkeiten, die du kannst machen, wie zum Beispiel so etwas Banales wie, ich habe schon mal darüber geredet, Waldbaden. Das hat mir sehr geholfen immer. Red mit deinen Freundinnen, schau gut auf dich, bist dir bewusst, was du brauchst. Und I cannot stress this enough, bro. Geh in Therapie, auch wenn du denkst, es ist nichts akut da, wo ich weiss, ich muss an dem arbeiten. Du wirst merken, es gibt ganz viel, was dich beschäftigt. Ich kann das in letzter Zeit auch sehr viel. Also mein Körper ist momentan so gestresst, ich merke einfach, wie ich oft einfach schnell ein bisschen Raum brauche für mich. Weißt du, ich meine, Bro? Ich habe dir gesagt, wir haben am Samstag abgemacht zum Aufnehmen und ich habe dir gesagt, hey Bro, heute geht es nicht. Sonntag habe ich wie so gemerkt, ich mag auch nicht. Und ich habe eben wie so das Glück, dass ich einen Freund habe an meiner Seite oder einen Geschäftspartner oder einen wo mir sehr, sehr
viel Verständnis bringt. Und sorry. Schon gut. Und das ist einfach wichtig, man. Also surround yourself wirklich mit Leuten, die dir gut tun, mit Leuten, die dich verstehen. Und vergiss nicht, wenn du dich selber nicht an erste Stelle tust, macht es niemand. Ja, Mann. Ja. Und das sind vielleicht auch schöne Antworten für heute. Ja, Mann. Das ist eine gute Antwort. Danke vielmals. Wolltest du noch etwas sagen? Ich kann nur etwas zum Ergänzen. Alles, was Josh gesagt hat. Und was ich noch gelernt habe, ist, es ist schon einfach gesagt. Es sind immer die einfachen Sachen, aber es muss einfach ein bisschen in den Kopf. Die einfachen Sachen sind immer am schwierigsten, bis du es checkst. Aber im Leben kommen so viele Situationen auf dich zu, wo du einfach nichts kannst machen, außer in dieser Situation sein. Und dann machst du das Beste einfach daraus. Ich habe lang dafür, aber wichtig ist, die Situationen in deinem Leben werden kommen. Sie werden schön sein, sie werden nicht schön sein, aber sie werden kommen. Und die Situationen sind einfach vor dir und du musst mit dem können umgehen und leben. Das Leben ist nicht da, um schöne Momente zu geniessen und die schlechten versuchen so gut wie geht verdrängen und aus dem Weg gehen und sagen, look, ich weiß dir gut, scheißegal, einfach weg. Sondern Leben ist auch die schlechten Sachen so nehmen, wie sie kommen, wie sie werden kommen. Du willst schon nicht. Ja, das wär's. Dankeschön. Das ist kurz und